Ich versuche immer, mir vorzustellen, dass die Luft wie Wasser ist. Und dann fällt es einem leichter zu verstehen, wie die Luft so um die Berge drumherum strömt. Also wie im Gebirgsbach, so ein kleiner Stein, der macht halt an manchen Stellen Verwirbelungen, an manchen Stellen fließt das Wasser schneller, an manchen langsamer. Und das ist sehr übertragbar auf die Luft. Das Wesentlichste ist, dass man das Wetter lernt zu verstehen. Und das kann man nur, indem man draußen ist und das erlebt. Unter den Gleitschirmfliegern zählt Ferdinand Vogel zur absoluten Weltspitze. Kaum einer versteht die Kunst des Fliegens so gut wie er. Schon seit er 14 ist Ferdinand mit dem Gleitschirm unterwegs und hat nun seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Bei einem Tiroler Gleitschirmhersteller arbeitet er als Account Manager, packt aber auch bei der Wartung der Schirme mit an. So ein TÜV muss alle 2 Jahre durchgeführt werden. Dabei werden beschädigte Fäden neu vernäht, die Luftdurchlässigkeit der Schirme überprüft und die Reißfestigkeit der Leinen kontrolliert. Etwa 150 Kilo muss eine einzelne Leine aushalten. Und? Ja. Test bestanden. An sich muss eigentlich bei jedem Check auch mal die Leine gerissen werden. Eine Leine, die noch intakt ist, muss gerissen werden und geguckt werden, wie viel hält die noch aus. Und ja, letztendlich Schirm wieder zusammengepackt und ab zum Kunden. Alle Mitarbeiter sind selbst Gleitschirmflieger. Wie Robert, der Ferdinand nicht nur als Arbeitskollege schätzt. Also der Ferdi ist als allererstes erstmal ein durchweg gut gelaunter Mensch, so habe ich ihn kennengelernt, immer mit einem Lächeln im Gesicht. Ein wahnsinns strengen Pilot. Beim Gleitschirmfliegen geht es sehr viel um das Gefühl. Und es geht gar nicht nur um technisches Wissen, das gehört dazu, aber da kommen eben 2 Dinge aufeinander. Es kommt einmal das Talent, was der Ferdi mitgebracht hat, und dann eben die Leidenschaft. Und da merkt man einfach, dass er sich sehr intensiv mit der ganzen Materie auseinandergesetzt hat. Wie komplex diese Materie ist, zeigt sich schon bei der Entwicklung der Gleitschirme. Hier kommt es auf jedes Detail an. Die Konstrukteure, die entwickeln das erstmal am PC, simulieren das Ganze am PC mit unterschiedlichsten Simulationsprogrammen. Auch die Tücher werden simuliert, die Stoffeigenschaften und so weiter. Und dann wird der Prototyp hergestellt und dann müssen die Testpiloten ran und das Ding einfach zum ersten Mal fliegen. Ja. Für einen erfahrenen Gleitschirmflieger wie Ferdinand ist so ein Testflug eigentlich ein großer Spaß. Doch es gibt Ausnahmen. Dann gibt es manche Schirme, wo es noch nicht so passt, die aus der Produktion quasi kamen und wo es in der Entwicklung jetzt noch nicht fertig ist. Und wenn man das schon vorher weiß, vor dem Flug, dann macht es meistens keinen so einen Spaß. Dann muss man über Wasser fliegen und denkt so, Meine erste bewusste Wasserlandung, die ich dann herbeiführen musste, weil es nicht mehr anders ging eigentlich, also es war alles komplett unproblematisch, habe mich da auch noch wohl gefühlt, aber es war hinterher im Kopf einfach so, da ist ja irgendwas vorher schief gegangen, warum ich jetzt diese Notlösung gebraucht habe. Und wenn halt bei der Notlösung auch nochmal was schief geht, habe ich nochmal ein zweites Rettungsgerät beim Testen dabei, damit ich da auch nochmal eine Option habe. Aber wenn selbst dort dann noch was schief geht, dann wird es irgendwann richtig gefährlich. Und so lange habe ich noch die ganzen Optionen, aber das hat dann trotzdem ein bisschen gearbeitet. Am Fuße des Karwendels bei Hall in Tirol ist Ferdinand zu Hause. Hier hat der gebürtige Stuttgarter viel Zeit und Raum, um seinen Sport zu leben. Die Leidenschaft fürs Gleitschirmfliegen wurde ihm in die Wiege gelegt. Gemeinsam mit Tim, einem Freund vom Fliegen, wirft Ferdinand heute einen Blick zurück in die Zeit seiner ersten Flugversuche. Wie lange ist dein Vater dann da schon geflogen?
2005 war ich 16, also 17, 18 Jahre. Ah, krass, okay. Mein Vater, der fliegt schon seit vor meiner Geburt und deshalb war ich am Wochenende immer mit dabei, wenn er halt zum Fliegen gegangen ist sozusagen und bin damit aufgewachsen und irgendwann war bei mir die Faszination auch da und ich wollte unbedingt irgendwas mit der Luft machen. Habe dann angefangen mit Modellfliegern zu hantieren und als ich dann endlich genug Gewicht hatte quasi, um unter einem Gleitschirm selber zu hängen, durfte ich dann auf einer Wiese mal das Ganze ausprobieren und das hat mich so fasziniert, dass ich das auf jeden Fall richtig machen wollte. Ich habe ihn kennengelernt als ruhigen, konzentrierten Menschen und er kann unglaublich gut erklären. Das ist cool, dass man so jemanden hat, der halt auch sein Wissen willig weitergibt und das nicht so für sich behält und sich reinhamstert, sondern teilt. Und ja, das ist, glaube ich, eine Qualität, die ich persönlich am Ferdi sehr schätze. Dieses Wissen kommt Ferdinand vor allem auf Meisterschaften zugute, wie hier bei einem Streckenflugwettkampf in Italien. Mit bis zu 150 Gleitschirmfliegern ist er teilweise über 10 Stunden in der Luft und kann an nur einem Tag fast 300 Kilometer mit dem Gleitschirm zurücklegen. So, heute mal allein unterwegs. Ich habe mich für die ganz linke, nördliche Route entschieden, weil da richtig schöne Wolkenstraße steht. Ich hoffe, wir finden jetzt den Einstieg. Alle anderen sind ein Stück weiter im Blauen, richtig tief. Ich habe einen riesen Umweg vor mir. Schauen wir mal, was klappt. Im Endeffekt suchen wir an gewissen Stellen, das sieht man dann und da kriegt man ein Gespür dafür, wo die Thermik tatsächlich immer steht. Und da fliegt man hin, dreht auf und dann fliegt man zum nächsten Gipfel und dann dreht man da wieder auf. Und so kämpft man sich Stück für Stück weiter und hat dann ein bisschen Strecke zurückgelegt. Ich habe sehr, sehr viel von meinem Wissen aus den Wettkämpfen gelernt, weil ich einfach mir so eine Theorie gemacht habe, wenn der Wind da so über den Berg schwappt, dann könnte das so und so passieren und da unten die Thermik nachkommt. Und durch den Wettkampf sehe ich dann, wie es tatsächlich die Luft sich bewegt, weil ich ja überall andere Gleitschirme habe. Und wenn jetzt da irgendwo die Luft steigt, dann sehe ich, dass da ein Gleitschirm steigt. Und entsprechend kriege ich mit noch besser und kann noch schneller verstehen, wie die Luft tatsächlich funktioniert. Wir sind jetzt hier vorne noch zu viert. Eine von den Flachlandgruppen ist aufgeschlossen zur Wolke, die sind hinter uns. Und ab jetzt nur noch blau bis ins Ziel. Es sind noch 27 Kilometer, benötigte Gleitzahl 1:20, theoretische Ankunftshöhe -700. Es wird super spannend. Wenn es sich ausgeht, dann schaut es richtig geil aus. Von Vögeln kann man auch ziemlich viel lernen, wenn man die ein bisschen beobachtet. Manchmal veräppeln sie einen auch, also dann fliegt man da hin und dann denkt man, ja, der hat jetzt da so getan, wie als wenn da was wäre. Und in dem Moment, wo man als Gleitschirmflieger da ist, haut der ab und man hat nur noch sinken, sinken, sinken. Auf der anderen Seite gibt es aber auch, wenn man mit Geiern gemeinsam fliegt, die helfen einem sogar teilweise, kommen zu einem und zeigen einem den nächsten Aufwind und kann dann mit denen wieder weiterfliegen. Solche Erfahrungen machen das Gleitschirmfliegen für Ferdinand zu etwas Besonderem. Das Gleitschirmfliegen ist zum Meditieren, weil in dem Moment, wo ich fliege, ich an nichts anderes mehr denke. Ich fühle mich in der Luft wohler, als wenn ich mit dem Auto durch die Gegend fahre. Weil in der Luft, da bin immer ich verantwortlich, da sehe ich die Luft, kenne die mittlerweile und weiß, was auf mich zukommt. Und beim Autofahren kann genauso gut jemand anderes auch dann schuld sein. In der Luft fühle ich mich viel, viel wohler. Hier unten scheint jetzt die Sonne schon. Ja, dafür haben wir noch viel Wind, deshalb müssen wir noch weiter runter, bis wir ein bisschen windgeschützter sind. Und dann hoffe ich, dass ich da hochlaufen kann und einen schönen Flug haben werden. Am gefährlichsten sind eigentlich Gewitter,
weil die können einen einsaugen und dann geht es hoch hinauf. Oder wenn plötzlich richtig viel Wind herkommt oder allgemein viel Wind, wenn irgendwo ein Taleinschnitt sehr eng ist, dann pfeift da meistens der Wind durch. Und wenn man das vorher nicht verstanden hat, dass das dort jetzt so sein könnte, dann kann es gefährlich werden. Ferdinand muss die Thermik richtig einschätzen, um kein Risiko einzugehen. Wind- und Sonneneinstrahlung liefern unmittelbare Informationen. Und auch ein Blick auf die Wetter-App kann nicht schaden. Wahrscheinlich müssen wir noch deutlich weiter Richtung Norditalien runter, weil der Wind einfach so stark ist. Der Nordföhn ist da. Schauen wir mal, was es wird. 3 Stunden später auf der Suche nach gutem Flugwetter. Hat sich die Fahrt gelohnt? Ja, ich bin jetzt in Norditalien angekommen. Das Wetter schaut nicht so super aus. Schauen wir mal, ich hoffe es hält und ich glaube es ist der einzigste Fleck, wo man überhaupt heute fliegen kann in den Alpen. Aber jetzt laufen wir mal los. Um zu fliegen, wandert Ferdinand auch gerne selbst auf den Gipfel. Das sogenannte Hike and Fly ist unter Gleitschirmfliegern vor allem im Sommer beliebt, erfordert aber durchaus Kondition. So eine Gleitschirmausrüstung für Hike and Fly, die wiegt mittlerweile so 10 Kilo. Theoretisch für Hike and Fly braucht man nichts anderes wie auch so beim Bergsteigen. Ungefähr würde ich mal sagen, ein bisschen mehr als die Hälfte von dem, was jemand mitnimmt an Wasser und Lebensmitteln. Warum? Weil den Abstieg, den spart man sich, man kann ja wieder runterfliegen. Wobei man nicht vergessen darf, wenn das Wetter nicht passt, muss man halt auch wieder runterlaufen. Ja, leider wird es jetzt auch hier immer dunkler und wahrscheinlich werden die Wolken sich ausbreiten und ich hoffe, dass es noch ein bisschen hält und ich, bevor es anfängt zu regnen, runterfliegen kann. Ja, Daumen drücken. Ich hoffe, dass es gleich nochmal aufmacht. Ein paar Tropfen kommen schon runter und machen das Beste draus. Die Hoffnung gibt Ferdinand jedenfalls nicht so schnell auf. Und tatsächlich, der Regen und damit der Abstieg zu Fuß bleiben ihm erspart. Nach langer Reise kann er doch noch einmal abheben. Der Gleitschirmflieger, der seinem Namen alle Ehre macht und in der Luft zu Hause ist.